«Mama, was ist ein Heustadel?» fragt Sophie. In einem Heustadel wird Heu und Korn gelagert. Man sagt auch Heugaden oder Kornspeicher. Hier im Wallis hat es ganz viel von denen. «Dann hat der Felix ja im weichen Heu schlafen können», freut sich Sophie. Da schlägt der Papa vor, am besten legen wir die Wanderkleider an und gehen schauen, in welchem Heugaden sich der Felix versteckt hat. So tiefig wie an diesem Morgen hat Sophie die Wanderschuhe noch nie angelegt. Sie hat sie nämlich nicht so gerne an, weil sie so gestabig sind. Aber jetzt will sie so schnell wie möglich zum Felix, wo anscheinend in einem von diesen Kornspeichern ist, oberhalb von Zermatt. Wenig später kommen sie zu einer Alp. Da hat es etwa 5 so Holzgaden. «Hey, die stehen ja alle auf Stelzen», sagt der Nikolas. «Und zwischen dem Hüttenboden und den Stelzen hat es so etwas wie eine Steinpizza.» Der Nikolas zeigt auf die flachen Steine, wo man an allen 4 Seiten bei den Gaden sehen kann. Der Julius, der wieder einmal ein bisschen mehr weiss als seine Geschwister, erklärt: «Das ist extra so, damit die Mäuse nicht rein können. Die würden die Vorräte aufknabbern.» Sophie interessiert das alles nicht. Sie möchte nichts anderes als den Felix finden. Hoffnungsvoll güchselt sie bei jedem Speicher durch die Ritze. Aber sie sieht nur Heu, Getreidesäcke, ein paar Werkzeuge und auch ein bisschen Grümpel. Keine Spur vom Felix. Sophie ist so enttäuscht, dass sie briegen muss. Der Papa nimmt sie in die Arme. «Sophie, du weisst doch, dein Felix ist ein unsinniger Gewundernashas. Der ist sicher schon wieder weiter an einem neuen Ort und schreibt dir dann von dort einen Brief.» «Und wir reisen morgen auch weiter», sagt Mama. «Es gibt so viel in der Schweiz, die wir noch anschauen wollen. Und wir haben hier in Zermatt nur für 2 Nächte gebucht.» Sophie will gar nicht daran denken, dass sie ohne Felix abreisen sollte. Vor lauter Kummer mag sie nichts essen, nicht einmal ein Stückchen von dem feinen, küstigen Walliser Brot. Und einschlafen ohne Felix, das ist an diesem Abend sehr, sehr schwierig. Aber wie geplant, am anderen Tag geht die Reise durch die Schweiz weiter. Sie fahren in Richtung Aletschgletscher. Genauer gesagt nach Platten. Von dort aus gehen sie mit den grossen Gondeln auf Belalp. Und oben angekommen, sehen sie über das ganze Rhonetal. Aber was noch viel besonderer ist, wenn man auf dem Hochplateau ein bisschen weiterläuft, sieht man auf den längsten und grössten Gletscher von Europa, auf den Aletschgletscher. Der Nikolas findet, der sei ja ganz dreckig. Mama schmunzelt. Ja, der Aletschgletscher ist eben sehr alt und darum auch recht staubig. Da fragt die kleine Lena. «Ist er so alt, dass man beim Geburtstag ganz viele Kerzen ausblasen muss?» «Ja, Lena, ganz viel 1000 Kerzen», lacht der Papa. Und er erklärt, dass während Millionen von Jahren der Gletscher die Felsen abgeschliffen hat und dass es dank der Gletscher Täler gibt. Mama sagt noch, und in der Schweiz gibt es übrigens sehr viele Gletscher. Und die meisten sind hier im Wallis. Sophie schaut durch den Feldstecher und entdeckt etwas. Dort hat es auf dem Gletscher einen riesigen Tisch. «Ah, das ist sicher ein sogenannter Gletschertisch», sagt der Julius. «Darf ich bitte mal den Feldstecher haben?» «Ja, genau. Beim Schmelzen vom Eis kann es eben vorkommen, dass unter einem grossen Stein die Sonne nicht gut herscheint. Dann schmilzt unter dem Stein das Eis nicht weg. Und wenn der Stein flach ist, sieht es halt aus wie ein Tisch mit einem Eisbein unten dran.» «Wenn wir an dem Tisch picknicken?» fragt Lena. «Sicher nicht. Hey Lena, das wäre viel zu gefährlich. Der Tisch kann plötzlich zusammenbrechen.» Und der Nikolas sagt, «Ja, und es hat im Fall auf dem Gletscher auch gefährlich tiefe Gletscherspalten, wo man reingehen und nie mehr rauskommt.» Der Papa nickt. «Und damit das nicht passiert, sollte man als Tourist nur mit einem Bergführer und an Seilen gesichert über einen Gletscher laufen.» Sie gehen weiter und kommen zu einer Hängebrücke. Die ist ganz schmal und führt über eine Schlucht, über die Massa-Schlucht. Unten dran rauscht das eiskalte Gletscherwasser. Mutig gehen sie über die Hängebrücke, die bei jedem Schritt ein bisschen schaukelt.
Der Sophie macht das nicht. Sie läuft voraus und hinter ihr, Schritt für Schritt, ganz langsam die Mama. Sie ist eben nicht schwindelfrei. Ein bisschen später kommen sie zum Aletschwald. Da hat es ganz viele schöne alte Bäume, Arf und Lärchen mit knorrigen Baumstämmen. Der Weg führt sie dann zu einem gemütlichen Platz bei einem Bach. Geschwind schlüpfen Sophie und ihre Geschwister zu den Wanderschuhen aus, ziehen die Socken ab und heben die Füsse ins Wasser. Bruh, ist das kalt! Sogar der Julius findet es extrem kalt. Das sticht ja wie Millionen von kleinen Nadeln. Mama lacht. Das ist eben Gletscherwasser. Wärmer ist das Wasser dann im See. Übermorgen reisen wir ins Tessin, zum Lago Maggiore. Lago heisst See und in dem könnt ihr dann so richtig baden.